Pfingsten. En kann het jo meist nicht glauben, man ich hef les, wat über ein Halbpart von de Deutschen nicht weet, wat an Pfingsten eigens von uns viert ward. Dobei ist Pfingsten doch neben Ostern und Weihnachten ein von de 3 großen Christenfesten. Wir habt das doch abends mal in de Pastorstunden hört und lehrt, wat de Jünger an Pfingsten mit n grot Brusen an Heben von den Heiligen Geist überrascht würden. Denk wie doch mal zurück, wo wär da doch noch mit dat Utsenden von den Heiligen Geist und de Fürtungen ob de Köpf von der Apostel? Die Bibel beschrift dat Pfingstwunder in der Apostelgeschichte so. Die Jünger Jesu fingen danach, füllt von den Heiligen Geist, dat Predigen in viele fremde Sprachen an. Jesus, wo je meint, wat he tot is, Jesus leeft und snackt durch uns zu ju. Pfingsten gilt auch als die Geburtstag von der christlich Kerk. Die Duf ist als sieht das 6. Jahrhundert ein von den bekanntesten Pfingstsymbolen. In viele Kerken schmückt ein Duf dat Kerkenschip, dat Döpbecken oder de Kanzel. Neben dem biblischen Ursprung hätte witte Duf ja auch in viele anderen Kulturen das Bedüden von Reinheit, Frieden, Höpen und Niebeginn. Als ich mal eins ein Open-Air-Pfingstgottesdienst ob der Appelwisch von Borby mitfiert hef, ha ich ein Belebnis, wat mi von Dauch noch jümmers en Lüt bei den Smuster grien lüt. Ein blachgriese Duf seit de hele Tiet in ein von der Appelbäum, will des de Pastor über dat Utsenden von den Heiligen Geist preistern de. Kein harte Duf ob den Infall bröch, den Gottesdienst bi zu wohn, hab ich simuliert. Und sie hat redig lebt. An Ende von Gottesdienst hab ich die Duf selbst wegpflegen sehen. Aber ich muss auch an Geschichte denken, die ich in ein von min vielen plattischen Bücher mal eins über ein Duf zu Pfingsten lest ha. In ein Gottesdienst in Dithmarschen für über 100 Jahren hat sich die Pastor wat Besonderes zu Pfingsten utklamüstert. He wohl sin ungläubigen Buren von der grote Kraft von den Heiligen Geist übertügen. Dorto köffe sich ein witte Duf und gäf de sin Küster mit de Wör, wanneer ich an de Ende von min Predigt lud rob, nun komm, Heilige Geist, so denn ich lötst du düsse witte Duf von der Empore Dal pflegen. Da geht klar, so war dat mock, seh die Küster und nehm die Duf an sich. Nur an Ende von der Predigt rebt der Pastor laut und deutlich: Nun komm, Heilige Geist. Aber nix desig und nüms käm. Und der Pastor rebt nochmal: Nun komm, Heilige Geist. Als auch bi dritte Mal nix passiert, ertönt die betriebste Stimme von den Küster: Herr Pastor, mit den Heiligen Geist war da von doch nix. Den Heiligen Geist hätte Kat opfreden.